Ich mich einfach herzlich auf diese Pressekonferenz stelle für dich Leute, auch ein Café Julie Oe, eben Member an unserer Nationalkoordination, an Juristin bei die Lake, neben den honorablen Machbaum, auch Member von der Nationalkoordination, an Deputierten für die Lake, an Wenigkeit Anna Correa da Veiga, Assistent parlamentär bei die Lake seit naja. Ja, eben op de Kontext noch eben op Tabpunkten von diesen Gesetzespropositionen feststellen, will ich all denen, die aktiv und diesem Text geschafft hun eine große Merci so sie hun durch hier Erfahrungen, so richtig Perspektiven oder persönliche Zeilen aus zu diesem Projekt beigedrohen und ich hoffe, sie erkennen sich an diesem Text Hintergrund an Inspiration für diese Proposition basiert sich auf den Empfehlungen vom Grevio, dem Expertengruppe vom Europarat, die bei der Umsetzung vom Istanbuler Konvention die Länder zur Rot steht. Zusätzlich schon mehr als und den Best Practices aus den Notbeschländern basiert, Frankreich und Belgien orientiert, Kombinationen aus den internationalen Rekommendationen und zusammen mit betroffene Personen hat uns motiviert, das nächste Niveau anzuschlagen, diesen Gesetzesprojekt zu verfassen und zu deposieren. Genau für den 8. März, dem internationalen Tag von den Frauenrechten, weil ihn dann auch die gewisse Aufmerksamkeit kriegt. Für was dieses Gesetzesprojekt für rauszuziehen, alle Menschen, den einer körperlicher, sexueller oder ökonomischer Gewalt leid, wird durch dieses Gesetzesprojekt geschützt gehen. Wir haben uns aber entschieden, an diesem Gesetzesprojekt einen genderspezifischen Spruchgebrauch, also das Gesetz eben an einer genderspezifischen Spruchgebrauch zu formulieren, weil majoritär dafür Frauen sind und Täter majoritärement Männer sind, einfach für Portualen eben Statek hat 2020 dafür gehoben, dass 9,8% von den Frauen sind körperlicher, sexueller oder ökonomischer Gewalt ausgesagt. An den meisten Fällen also den Täter, der Partner, oder Ex-Partner oder eben auch den engen Entourage. Und auch könnt aus den Zahlen von 2022 raus, dass 983 Interventionen am Kontext von häuslicher Gewalt von der Polizei gemäht sind, wir nehmen 81 Dossien registriert, also Dossienprozeduren abgemacht. Und dann freden sich einfach, für was nicht so viele Fälle so richtig verfolgt. Das Diskrepanz für diese klare Erklärungen, und zwar die Realität von den Opfern. Wenn eine Frau die Courage aufbringt, für hier Gewaltbeziehungen zu verlassen, steht sie für eine Birch von Problemen und Hürden. Wohnungsprobleme, finanziell Last für juristische Prozeduren, Kosten für medizinische Versorgung und auch psychologische Betreuung. Und die Situation wird auch noch mehr komplex, wenn zum Beispiel Kinder am Spiel sind, die Frau finanziell vom Täter aufhängig ist, die Frau in Aufenthaltsgenehmigung über das Partneriat gekriegt hat, und die Frau einen Migrationshintergrund hat oder mit einem Handicap lebt. Die Intersektionalität spielt eine entscheidende Rolle und dürfte an einem gesetzlichen Kader an unseren Armen nicht fehlen, weil die Vulnerabilität von den Opfern nach expansionell verstärkt. Die Rechnung ist aber sehr gemacht für die Opfer. Sie haben mehr zu verlieren wie den Täter. An dieser Gesetzesproposition sitzt der klare Zeichen, an dem sie die Machtverhältnisse vom ersten Tag an equilibriert. Von der ersten Intervention von der Polizei bis zur finalen juristischen Entscheidung wird davor geschützt. An diesem Gesetz visiert, dass Opfer juristisch Hilfe kriegt, und zwar alle Opfer, die genderbasiert an häuslicher Gewalt erleben. Den Opfer wird während der Plant am strafrechtlichen Prozess am Dono den nächsten Schutz
juristisch an ekonomisch Unterstützung ugeboten. Ich ging dort vor eben und Julie Oe, weil dir ein Keier erklärt war das neu dran an für was meine mir dass die heute Gesetzproposition besser auf wie die für wir tun. Voilà. Merci Anna. Ja, dann exposieren wahrscheinlich ja kurz Kontur von der Proposition de loi, die man deposiert haben. En effet, als ob zwei Hauptpilien aufgebaut wird für eine Prävention und eine Protektion. Die Proposition de loi soll also an dem Kader sicherstellen, dass Opfer von Gewalt gegen Frauen nicht doppel bestraft gehen. Ein ganz wichtiger Punkt ist für uns an dem Kontext d'Assistance judiciaire. Wir wollen nämlich, dass Opfer von häuslicher Gewalt alle gute pauschal Recht auf gratis Assistance judiciaire haben. Für was ist das wichtig, und für was fanden wir das spezifisch für Opfer von häuslicher Gewalt wichtig. Dafür ist es wichtig, das aktuelle System zu verstehen. Nachdem ist es nämlich so, dass die Assistance judiciaire für alle Art von Demarche muss neu beantragt gehen. All Demande geht also einzeln behandelt, unabhängig davon, wie viele Dossiers das parallel laufen. Und kriegt die Assistance judiciaire einkehr nicht, dann kriegt sie normalerweise nie. Also wenn ich vorweisen, dass die finanzielle Situation sich konsiderabel verschlechtert wird, dafür geht es aber nicht durch zu sagen, dass sie mehr für gute Kosten hat, weil sie mehr Dossiers hat, mit dem muss sie wirklich können beweisen, dass sie notamment seine Arbeit verloren hat. Das ist extrem realitätsfremd ein Fall, wo sowohl penal wie auch zivil und administrativ Demarchen parallel laufen. Am Fall von häuslicher Gewalt ist das justement der Fall, weil hier gibt es ja eine strafrechtliche Demarche. Da kommen zivilrechtliche Fragen dabei, notamment, was kann am Spiel sein, wenn Opfer sich viel Schäden lassen. Da könnte natürlich alles, was Partage des Biens ist, also da noch dabei. Danach kommen eventuell Administrativprobleme, wenn ein Hilfe beantragt, die vielleicht refusiert kriegt, oder wo Probleme im Logement dabei kommen. Eventuell kommen dann auch aufenthaltsrechtliche Demarchen dabei oder eben Droit du Travail, falls die professionelle Performance eben unter der ganzen Situation leidet und Frauen danach müssen eventuell Dissociement contestieren. So wird der schlussendliche Fakt, dass in Recht will erklären, ein Faktor, den Armut entstehen lässt, und das ist für uns inakzeptabel. D'autant plus, als das noch mehr paradoxal, wenn ihr wisst, dass ein präsumierter Täter, den am Prison ist, unabhängig davon, ob er definitiv kondamniert ist oder in Untersuchungshaft sitzt, pauschal eine Assistance judiciaire für all seine Dossier kriegt. Hier nicht sich also Kalisten durch alle Instanzen zu gehen, und das präsumiert Opfer nicht. Und das ist ein Ungleichgewicht, das wir wollen ausgleichen. Zudem haben wir an den von unserer Proposition de loi auch auf Mesure de Protection fokussiert, die es effektiv aktuell schon gibt. Und wir wollen sicherstellen, dass die eben mehr effektiv gestaltet gehen, für das mehr Leute davon können profitieren. Und bei der Elaboration von der Sache haben wir uns auch aus schon bestehenden Schutzmesuren aus anderen EU-Ländern inspirieren gelassen, die den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen mehr konsequent feiern wie wir aktuell. Zu den Mesuren gehören notamment die 3 Folgen, die ich jetzt kurz vorstellen. Für dich wollen wir mögliche Schutzmesuren ob Familienmember können ausdehnen. Aktuell kann eben das just Opfer das Mesure beantragen, also können eventuell nach ob Kanner überdrohen gehen. Aber so kann es dann oft sein, dass eben Familienmember vom Opfer an den Fokus von einem präsumierten Täter regeln. Sie wird dann eben für die Familie zu stellen, für psychische Gewalt auf Opfer auszuüben oder eben den Kontakt zu der Familie nutzen, für die Mesure de Protection zu umgehen. Und dafür fanden wir, dass das eben etwas wird einfach verhindert werden, indem es eben möglich ist für die Familie, wenn das gewünscht ist und wenn es effektiv an dem Fall ein Risiko besteht, das können darauf auszudehnen. Zweitens, also ein ganz wichtiger Punkt, auch eine effektive Prise en charge für Kinder, die Zeichen oder Opfer von Gewalt am Stadt gesehen. Die brauchen oft eine psychologisch, therapeutisch oder psychiatrische Betreuung, egal ob das temporär oder definitiv ist. Für das kann so wie kann aufhängen, braucht aber am Fall von einer Autorität parental conjointe, wie das quasi immer der Fall ist, den Akkord von den 2 Eltern. Das Problem ist aber nur, dass der gewalttätigen älteren Teil generell wenig Anteil daran hat, das kann so wie kann aufhängen, weil du dann eventuell belastende Details über den älteren Teil könnte rauskommen. Und die kann das dann auch einfach blockieren. Und dafür wollen wir dann auch, dass es kann, als Museum gefragt gehen, dass das wie kann akkordiert gehen, ohne Akkord mit dem älteren Teil, der präsumiert gewalttätig ist, für das wie garantiert ist, weil der doch natürlich am Antiriffen kann das. Und ein anderer wichtiger Punkt von der Proposition de loi ist, dass wir wollen evitieren, dass sich ein Opfer in einer Position findet, wo es kein Logement zur Verfügung hat, aber wo ihn dann für um Nichts steht.
Dafür fanden wir, dass es nicht möglich sind, temporär Nutzrecht von einer Familie daheim, dem Opfer plus der Kanner zu schwatzen, für eben dann die nötige Zeit zu gehen, für ein neues Logement zu sichern. Und das wollen wir dann auch als Mesure de Protection definieren lassen. Generell wollen wir, dass die Definition von den Leuten, die können von der Mesure de Protection profitieren, erweitert gehen, so dass es dann nicht mehr nötig ist, dass die präsumierten Täter und Opfer zusammen gewohnt haben. Das ist für allem im Fall von Partnerschaftsgewalt extrem wichtig, wie das eben mittlerweile nicht mehr automatisch so aus, dass ein Koppel auch zusammen wohnt. Außerdem gehen doch Formen von Gewalt gegen Frauen, die nicht daraus resultieren, dass die Personen zusammen gewohnt haben, die zum Beispiel auch als familiäre Streitereien können entstehen, zum Beispiel Streit um eine Erbschaft, wo sich da mehr raushält par rapport zu einer Frau, wie nicht gave par rapport zu einem Mann, und dafür fand ich die Modernisation von der Terminologie nötig. Ich habe einen kurzen Punkt vom Logement angespart, und ich ging dann mehr allgemein auf die Optik vom Logement angehen, weil wir wollen nämlich für alle Opfer von Gewalt gegen Frauen den Accès zu einem Logement evitieren, und wir wollen für allem evitieren, dass sie für uns leicht stehen. Und da haben wir eine Reihe Mesuren, die wir in der Proposition de Loi angefeiert haben. Das ist mal für den ersten Fakt, dass Accès für das Frauenhaus muss garantiert sein, und das auch für Frauen, die kennen, wie sie betroffen von häuslicher Gewalt drohen, weil sonst verfallen wir an ein ganz gefährliches Muster von, das war nicht schlimm genug, wacht manchmal, bis der Partner mich fast rausschlägt und da kommt darum. Und das ist natürlich inakzeptabel und das darf auch nicht sein. Zweitens darf den Accès an Frauenhäuser auch nicht vom Aufenthaltstitel von der Frau abhängig sein. Aktuell ist es leider so, dass Frauen in einer irregulären Situation haben gar keinen Accès auf Frauenhäuser und in verschiedenen Situationen, also dann rechtlich Grauzone, weil keiner weiß, wen damit soll umgehen. Das sind Fälle von dem Touristenvisum, der Asylprozedur oder der Report à l'éloignement, also der Duldung. Da braucht man auch rechtlich Klarheit, und Klarheit muss ganz klar sein, dass das einfach ein Recht ist, an ein Frauenhaus ranzukommen. Außerdem froh man, dass Kontribution, die eine Frau eventuell kann bezahlen, was an einem Frauenhaus wohnt, nicht mehr wie 10% von ihrem Revenu kann sein, weil sonst kriegt die Person nie mehr Accès auf den normalen Logementsmarché, weil der kann ja nicht beweisen, dass sie genug Ressourcen hat, und das natürlich auf die lange Sicht schädlich. Zudem wollen wir das Opfer von häuslicher Gewalt effektiv über alle Mesuren für Logemente an ihnen informiert können. Diese können aufrufen, an der Optik eben für ihnen den Accès auf den Logementsmarché zu erleichtern, an ihnen den Druck wegzuholen. Zudem wollen wir auch, dass die Opfer können prioritären Accès zu den Logements abordable kreieren, weil Nullstrukturen sind schön gut, sie sind auch ganz wichtig, aber sie können nicht zu einer Dauerlösung gehen für eine Frau mit ihrer Kammer. Ein anderer Aspekt von der Proposition de Loi ist dann mehr am Kader vom Droit Penal, weil wir wollen sicherstellen, dass alle Formen von häuslicher Gewalt effektiv bestraft gehen. Und dafür wollen wir ökonomische Gewalt an den Code Penal ausschreiben lassen. So, was ist ökonomische Gewalt? Ökonomische Gewalt ist dagegen, wenn eine Person eine Emprise auf sein Opfer hat, an dem Opfer durch die Emprise soit verbietet, seine finanziellen Ressourcen zu benutzen, für essentielle Produkte zu kaufen, sie öffnet Lebensmittel, Kleider, Hygieneprodukte oder andere Sachen, einem Opfer verbietet, finanziell unabhängig zu sein, durch eben den Fakt, dass Informationen gemacht wird oder das Opfer eine Arbeit hat, oder an dem Opfer seine Schulden abhält. Und das misst für uns ganz klar eine Strafe dort durchstellen. Und es ging am Plus nicht nur ein Opfer von Gewalt gegen Frauen schützen, mehr auch vulnerable Personen, die an einem Unabhängigkeitsverhältnis zu der Familie stehen könnten, dadurch mehr effektiv beschützt gehen. Außerdem sind wir auch der Auffassung, dass Prävention und Protektion nicht da kann effektiv funktionieren, wenn das Opfer über all seine Rechte informiert wird. Dafür wollen wir eine Reihe neue Mesuren am Code de Procédure Pénale erfahren, um zu garantieren, dass das dann noch geschieht. So sollen Opfer von häuslicher Gewalt de facto über alle Schritte von der Prozedur informiert gehen, und das unabhängig davon, ob ein Opfer Partie zivil ist oder nicht, weil das ein persönliches Schwur und da gibt nicht viele Gründe, die dafür respektive dagegen schwatzen. Das soll notamment auch für die Exekution der Peine gelten, also wenn ein Täter eventuell an den offenen Vollzug kommt, aus der Untersuchungshaft entlos geht oder frei könnt, ob das los Ende von der Peine oder wie frei. Das ermöglicht nämlich Opfer, sich so weit zu organisieren, dass all nicht gewollten Kontakt mit dem Täter, dem präsumierten Täter, kann evitiert gehen, weil es oft an solchen Situationen, wo es dann zu einem neuen Gewaltausbruch, zu einer neuen Gewalt dort kommt. Wenn dafür darüber informiert wird, ob ein Täter, respektive präsumierten Täter, an einem Präventionsprogramm teilhält, kann es natürlich auch besser einschätzen, welche Zukunftsperspektiven von einem Kontakt mit der Person dann eigentlich sind, und dafür will man auch das erfahren.
Zudem will man durch Proposition de loi sicherstellen, dass falls Police inzwischen interveniert, weil der Fall von häuslicher Gewalt gouf, der Parquet automatisch darüber informiert wird. Für war das halt wichtig, weil der Parquet heute ja Lützeburg Möglichkeit, sich selber zu saisieren. Das heißt, der Parquet kann selber dezidieren, zu enquetieren. Gerade am Fall von häuslicher Gewalt, also dürfte so, dass Opfer relativ lang zicken, ob sie so einen Plan machen oder nicht, aus evidenten Gründen. Und dafür wäre es wichtig, dass der Parquet eben weiß, die Sachen, die geschieht, will ich enquetieren. Das gibt dem Opfer dann noch die nötige Zeit, für eventuell, wie später in der Prozedur, dann auch aktiv zu gehen. Was wir auch wollen, ist, dass am Fall von einer Police-Intervention ein Opfer direkt darüber informiert wird, dass er Blessure kann dokumentieren lassen, wohin das kann machen, respektive, wer eine andere Mesure nicht gehen, für dass er kann Hilfe sichern und wohin die Hilfe findet. Das ist auch etwas, wo man dass es eben dem Opfer ein bisschen Angst erwächelt für der Prozedur, die es muss engagieren und dann auch effektiv kann dazu führen, dass dann eben mehr Prozeduren das schlussendlich auch gemacht gehen und dass mehr Täter verurteilt gehen. Und als letzter Punkt von der Proposition de loi, also der letzte Hauptpunkt, also sich, dass es auch davon aufzählt, dass alle Opfer von Gewalt gegen Frauen Access zu diesen Mesuren hat und das unabhängig von ihrem Aufenthaltstitel. Ich hatte für schon den Access an Frauenhäuser angesprochen, aber wir haben noch weitere Verbesserungen von der aktuellen Legislation en vue. Zum Beispiel wollen wir verhindern, dass Frauen, die Opfer von Gewalt sind, mehr keinen offiziellen Aufenthaltstitel haben, einen Access zu den Indemnité à charge de l'État kriegen. Was das dat? Das ist sich, dass ich frohen, dass Dedommagementer vom Staat überholt gehen, wenn ein Täter nicht kann oder nicht will bezahlen, und dann ist das eben der Staat, den versucht, dass die Sohn dann zurückkriegt, vermöglich. Aktuell ist der juste Fall für Frauen an einer irregulären Situation, wenn sie Opfer von Menschenhandel sind. Und heute wollen wir das eben auch so weit ausdehnen, dass auch eine Person, die Opfer von Gewalt gegen Frau ist, das kann aufrufen. Außerdem wollen wir das Immigrationsgesetz modernisieren, für das Opfer von häuslicher Gewalt einen automatischen Aufenthaltstitel kriegen. Das ist nämlich aktuell nicht der Fall. Es gibt zwar eine Möglichkeit, für so einen Aufenthaltstitel anzufragen, aber den also sich erstens mal dass ein Plan gemacht wird, dass dafür Partie zivil ist und dann an den meisten Fällen wird dann noch gesagt, dass Gewalt nicht schlimm genug war. Das fand ich sich komplett menschlich inakzeptabel und auch juristisch, weil das also da wirklich etwas, was eine Frau, deren Aufenthaltstitel entweder vom Täter aufhält oder die gar keinen hat, davon aufhält, sich Hilfe zu sichern, weil den Aufenthaltstitel ist fort, das Logement ist fort, kriegt die sowieso keine Hilfe. Ja, da bleibt den, egal wie schlimm das ist. Und das ist etwas, was für alles absolut nicht geht. Und dafür plädieren wir dann an der Proposition de loi dafür, dass ein automatischen Aufenthaltstitel für Opfer von häuslicher Gewalt angefeiert wird. Und das betrifft eben alle Formen von Gewalt gegen Frauen, eben nicht nur klassisch häusliche Gewalt, wie wir sie kennen, aber auch Formen von Gewalt gegen Frauen wie Zwangsheirat, Mutilation genital feminin, also weibliche Genitalverstümmelung, und andere Sachen wie Zwangsadoption, eben für zu verhindern, dass Frauen sowohl hier im Land Opfer davon gehen, wie auch riskieren, an ein Land zurück zu müssen, wo sie davon gehen, Opfer gehen. Das war alles von meiner Seite. Ich hoffe, das war klar genug erklärt und da ging es noch gut. Ja, merci Julie. Effektiv, das ist ein großes Gesetz, das ist ein komplexes Gesetz. Normalerweise, wenn eine Proposition de loi mischt, dann guckt den 1-2 Artikeln zu ändern oder beizufügen. Hier ist wirklich lang und dem Text geschafft. Wir haben, wie Dana gesagt hat, mit ganz vielen Leuten diskutiert, auch mit ganz vielen Opfer von häuslicher Gewalt an Masin zu dem doten Text kommen. Und so noch dem Julie Necke ausdrücklich merci, was als Juriste steht auch so gemäht wird, dass das, wie mehr hoffen, Stern hält. Ich will der Woche noch ganz zum Schluss an dort wahrscheinlich auch frohen nach zu dem Text kurz darauf aufmerksam machen, dass wir am Mai letztes Jahr eine Proposition gemäht haben für eine Verfassungsänderung für Recht auf Auftreibung, auf Verhütung und Verfassung anzuschreiben. Und ich so nicht Lonecker ein bisschen aus Aktualitätsgründen, weil wir haben entretan 3 Avis gekriegt zu der Proposition, die erst von der Menschenrechtskommission, die also am Dezember kommt, dann für
3 Wochen ass den Avis vum Sidfraen an Gender kom, a Göster ass dee vum Planning familial kom. An dat wat den soe kann, dat déi 3 Organisationen wirklich enthusiastisch sinn, kann et net ernstnecht soen, wat die doten Proposition ugeht. Aber sind noch immens froh darüber, dass auch GIF, die den Frauenstreik organisieren, dat als eng von ihren Hauptforderungen rausgeholt wird. Ich kann just ukennnegen, dass wir Ballwerte bleiben, wir kriegen, so viel kann ich schon sagen, auch nach einer Avien demnächst ran. Und wir probieren auch eine gewisse gesellschaftliche Dynamik rundherum, die froh zu Lützeburg zu entfachen. An die 3 Organisationen haben notamment auch gesagt, dass sie bereit sind, wirklich aktiv darunter mitzuhelfen, dass wir eine grosse gesellschaftliche Debatte kriegen, an der Hoffnung, dass das eine Ampleur kriegt, die dann dazu feiert, dass 40 von 60 Deputierten den Text mit aufstimmen.